Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie an der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig morgen. Guten Morgen, buongiorno, bonjour. Und Mirdita. warte schnell, ich habe vergessen eben auf Albanisch. Wie sagt man guten Morgen? Ich glaube es Mirdita. Mirdita. Ja. Boft mir, Ein guter. ein guter. Somit hätten wir alle Landessprachen in der Schweiz auch genannt. Mhm. Okay. Und wir machen eine neue Folge. Kurz und bündig. Stimmt oder stimmt nicht? Wie hast du gefunden bis jetzt Intro? Asin. Baba Basen, geil. Asin. Was hast du eigentlich gestern gelesen? Lesen? Lesen? Nein, oder letzte Woche. Letzte Woche erzählen wir. Ich habe das gelesen und ich habe gefunden, wir müssen das schnell Krass. jetzt drüber reden. Ja. Okay, also. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe mein Handy nicht gerade bei mir schon Ja. aufladen und so. Wir können es nachher schauen. Aber es gibt eine gewisse Persönlichkeit, dessen Mutter ein lieber Mensch ist, er aber trotzdem ein Hurensohn ist. Ja. Fair. Mhm. Er wohnt in Wallis. Oh, schwierig, ja. Hat bei einer Gemeinde gearbeitet, irgendwie gab es sogar Gemeindepräsi, einfach hoch bei einer Gemeinde. Mhm. Und hat einer angefangen geschrieben, der dort schafft, weißt du? So, du kennst es. Mhm. Also ich kann Also es ich meine, du weißt, was ich meine. ja, So. mhm, das weiß ich. Also ich würde jetzt nicht das Wort, aber unanständig geschrieben. weißt du. Unanständig. Ein unanständiger junger Mann. Jung wäre gut, Bro. Der ist Familienvater wahrscheinlich. Geile Sicht. Mhm. Und der hat das gemacht. Sie hat ihn angezeigt und ich glaube, ein Jahr oder zwei später wegen sexueller Belästigung auch offiziell. Verurteilt wurde. Genau. Geil. So. Okay. Und jetzt? Mhm. Denkst du, ist doch gut, oder? So, Hoffentlich. er hat seine Strafe bekommen Hoffentlich und hat er es gecheckt. sie hat es können platzieren und Kanton Wallis weiss Bescheid davon. So. Mhm. Jetzt wird der neue Chef von der Tourismuskammer Wallis oder so. Kammer oder Kamera? Also weißt du, die Tourismuskammer, Kammer, ja. Ja. Mhm. glaube ich, von Wallis. Und jetzt rate mal, von wem er die Chefin wird. Hebfressen. Hebfressen. Ja. Und an der Pressekonferenz, oder irgendjemand hat mal gesagt, hey, ist das eine schlaue Idee, so aufgrund von dem, dass du jetzt Ja. wieder mit ihr zusammen schaffst? Ja, er ist ein Verurteilter. Genau. Kann man dem Sexualstraftäter Ja, sagen? also ich weiß nicht, ob das der Begriff ist für jemanden, aber er ist einfach ein Hurensohn. Ja. Mhm. Und dann hat er einfach so eiskalt gesagt, er so, hey, du, look, wir haben privat und Arbeit trennen, oder? Das ist wirklich kein Walliser Dialekt. Ich weiß. Und er, Bro, keiner kann Wallis Dialekt, nur Leute, die keine Ahnung, mit der Du weißt, meine Freundin ist Walliserin. Leute, die kognitiv Probleme haben. Nein, Spaß. Bro, Walliser Dialekt ist zu geil. Es ist zu schön. Schade, dass ich es einfach zum ersten Mal von einem Sascha Rufer gehört. Es Er wäre ist besser auch gewesen. Walliser. Also oder nein, wie heißt der von Nein, SRF? der Rainer Maria. Nein, Bro. glaub schon. Das ist der, der ja immer auch früher im Winter in Cisco Store kam und so. Nein. SRF-Kommentator Wallis. Warte. Ich habe glaubt. Der hat mir Walliser Deutsch nachgebracht und das war vielleicht keine gute Idee gewesen. Warte, ich kann es dir gerade sagen. Oder Walliser Dialekt. Rainer Maria. Woher heisst der so? Also Maria ist sein Zweitname, Salzgeber. Ah ja, Rainer Salzgeber, okay. Ja. Krass. Ah, wie heißt Dann ich ich, noch gewusst. Bro, wie das einfach so ein Name ist, wo man bleibt. Weißt Ja, du, soll ich aber dir Rainer erzählen? Maria ist schon... Okay, warte, noch Soll ich kurz. dir erzählen, wieso? Ah nein, erzähl Ich mach schon den Kreis. Ja, der Kreis-Dings. Zu. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, auf die Frage, ob das eine gute Idee ist, dass er, der dafür verurteilt wurde, wieder mit der gleichen Person als Vorgesetzter wieder schafft. Mhm. Von der gleichen Person. Mhm. Und die Antwort war einfach, hey, look, wir sind erwachsen und wir können privat mit geschäftlich trennen. Ja.
Was er will sagen ist, privat wird er sicher schreiben, im Geschäft nicht mehr, der Hurensohn. So ein Wichser. Und dann frage ich mich, also, Bro, bei all dem, Mhm. kommt mir eine Frage auf. Hat nicht eine bei der Tourismuskammer im Wallis sich denkt, sind wir ernsthaft so dumm Ja. und so verlorene Seelen, dass wir jemanden wie ihn wieder in so eine mächtige Und dann noch Position so stellen? offen, weißt du? Dann noch so offen. Kannst du schnell googlen, ich will mit Namen. Mit Namen, Schreibe was soll ich eingeben? Wallis Tourismuskammer sexuelle Belästigung. Für das ist er offiziell allerdings nicht worden. Ja, ich google Weil schnell. ich glaube, er ist auch ein Politiker, aber das ist jetzt auch nur so, ich glaube. Halbglatz hat er, glaube ich. Janik. Ja. Ich hoffe, es stimmt, aber ja. Zeig mal schnell das Gesicht. Also wenn du Geschichte hast, dann ist er. Oh Gott. Aufmerksam bin ich durchfordert durch ein Video auf Insta. Scroll mal Ruhe. Was steht? Verurteilter Ex-Nationalrat wird Chef seines Opfers. Ja, genau, in dem Fall, ja. Also wenn der Artikel jetzt vor 2 Jahren ist, dann ist es der. Ja, Bro, genau der. Genau der. Also, der Janne, Wie heißt er? der Herr Janik Buttet. Buttet. Okay. Buttet mal seinen Scheiß in der Hurensohn. Echt, ich habe das gelesen und ich habe mich echt gefragt, so, muss Gewalt passieren, dass irgendwie gemerkt wird, oh, wir haben da wirklich etwas Falsches gemacht. Also, wieso? Auch Parlamentskolleginnen und Journalistinnen warfen dem heute 46-Jährigen sexuelle Belästigung vor. Wer hätte es gedacht? TVP-Politiker. Wer hätte es gedacht? Die sind auch nur im Kanton Wallis, glaube ich, relevant. Und Alkoholentziehungskur. Was wir natürlich als Alkoholsucht deklarieren, ist im Wallis einfach der Sonntagmorgen, muss man auch schnell sagen. Wir jetzt? Was wir als... Du bist jetzt Walliser? Nein, wir als Menschen. Aha, Er hat eine Entziehungskur gemacht. Er Alkoholentzugs. hat lieber so mal in einen Kurs gehabt, wie man halbwegs ein Mensch ist. Und Aber kann ja, einen das ist Beitrag- natürlich sick. Ja, ich habe es gelesen. Und bei all den Sachen, die ich immer wieder so lese, ist meine Frage, wie hat die Tourismuskammer im Wallis nicht eine Sekunde gedacht, hey, sind wir wirklich so dumm? Sind wir wirklich so dumm? Also, Bro, ich also sag dir ganz ehrlich, Ja. wenn das jetzt meine Partnerin wäre, Gut, also finde ich ein bisschen, musst vorsichtig sein. Bro, nein, ich sage nur, sie tun jetzt wieder, dass die Person, das Opfer, wo das hat müssen durchmachen, nochmal mit ihm zusammen arbeiten lassen. Also das ist ein absoluter Skandal. Bro, sie schafft wieder mit dem zusammen, wo sie, also eigentlich, wenn sie sagen, wieso geh du, dafür kommt er. Und wenn du nicht gehst, ist auch okay für uns. Also Hey. sie muss wieder aktiv werden, damit ihr wieder nichts passiert. So, weil proaktiv hat ihr Arbeitgeber jetzt ein Klima geschaffen, wo das Risiko wieder besteht. Dass Mitarbeiter, aber auch wie sie, die das erlebt hat, wieder können sexuell belästigt werden. Mitarbeiterinnen. Ja, sind auch Männer sexuell belästigt werden und auch DDMs. Und Aber nicht nur Männer. aha, aber alle. So. Genau, darum. Und deswegen habe ich, also, Bro, der Arbeitgeber macht nichts. Ihn juckt es nicht. Wenn sie ihn anzeigen, wird es wahrscheinlich heißen, es ist jetzt noch nichts passiert. Wenn es passiert Hey, ist, ja, ist es also nicht. dass es überhaupt möglich ist. Also wo genau passiert da Gerechtigkeit? Wo genau ist da die Justiz jetzt am Handeln? Es muss doch ein Berufsverbot geben, mindestens. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist ein sehr guter Punkt. Ein Berufsverbot mindestens, aber dass er eben in der gleichen, also der indirekte Vorgesetzte ist, Ja. das ist so fucking weird und sagt so viel aus Das ist so. Und das zeigt eben aus. darüber, wie ernst man das Ganze nimmt. Ja, aber das zeigt eben auch aus, Bruder. Und das geht jetzt alle die, weißt du, wo so jetzt irgendwie sagen, man kann ja nichts mehr machen und sagen und so. Das ist ein Beispiel dafür, dass Männer, die Hurensohn sind, noch Hurensohn bleiben und Ja. einen Job finden. Das meine ich, danke vielmals, das meine ich, wenn ich sage, Cancel-Kultur gibt es nicht. Es bringt nichts. Der Beret wird angezeigt wegen sexueller Belästigung, wegen Stalking Ja. und wird nachher der Chef. Wieder von der gleichen Person. Das ist doch unglaublich. Also du kannst dementsprechend in der Schweiz in dem Fall, oder halt, wie du es gesagt im Wallis,
Kannst durchgehen, wie du willst, Bro, und die Türen sind dir offen für jeden Job. Das ist... Traurig. Ja, schreib uns mal, komm mal in unseren Podcast. Am besten du mal darüber reden, wo es in der Erziehung fehlgeschlagen hat. Wir haben da gerade um die Ecke eine schwer erziehbare Ecke, wo du vielleicht in 2-3 Stunden sicher ein paar Sachen mitbekommst, die hättest du von 0 bis 30. Das ist wirklich sehr weird. Das ist ein sehr guter Punkt, den du bringst. Und einfach auch absolut verständnislos. Also, wie kann das sein? Hey, weißt du, das ist das eine. Also keiner sagt, dass ihm die Strafe jetzt wie so eine Wirkung hinterlässt, dass er sagt, ey, ich habe etwas Falsches gemacht, ich höre jetzt auf. Weil die Erwartung ist nicht, also ich glaube nicht, dass jemand, wenn er mal angezeigt wird, so etwas, dass er wie so realisiert, fuck, ich mache es nie mehr, ist ein Fehler gewesen, ich muss jetzt an mir arbeiten. Mhm. Das war nicht die Erwartung gewesen. Aber die Erwartung ist doch wenigstens, dass die Justiz oder irgendwelche Mechanismen ziehen, damit so eine Person nicht noch einmal muss in so eine Situation kommen. Weil, Ja, und eben dann noch der eigene Peiniger Bro, als Chef. du hat. schaffst so eine Situation, wo das jederzeit kann passieren kann, weil Überleg du, einfach mal, wie die Quali-Gespräche ablaufen. so, keine Ahnung, haben sie gemordet? Nein, okay, aber kein Problem. Ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, wie sie so sagen. Vor allem, Bro, ich sage dir ganz ehrlich, Ja. etwas, das bei uns im Zeugnis nicht okay steht, Mhm. finde einen Job so schnell wieder. Finde einen Job. Ja. Irgendetwas muss in unserem Zeugnis nicht okay sein. Finde irgendetwas, Bro. Zieh das, wieso, warum. Der Motherfucker kann Frauen sexuell belästigen und findet nochmal so einen krassen Job. Keine Ahnung, Alter. Das sind für mich ganz und gar nicht nach Justiz. Das ist wirklich ein guter Punkt. Wirklich ein guter Punkt. Danke. Ja, ich habe das gesehen und das ist in meinem Kopf geblieben. Und ich muss jetzt ranten im Podcast, weil die Welt oder einfach die paar 1000 Leute, 10.000 Leute, die das halt hören, Mhm. sollen wissen, dass so Sachen in der Schweiz immer noch passieren. Das ist krass, Alter. Das ist wirklich ein guter Punkt, Mann. Sero? Ich komme mich in den Podcast aufhören für heute. Nein, das habe ich gesehen. Und du weißt, wie ich sogar als erstes, keine Ahnung. Jetzt haben wir ja... Ich habe überlegt, irgendwelche hackende Fiverr-Leute sollen, um irgendwie vielleicht zu schauen, dass man sich in seine Hardware-Sachen hacken und Da finden wir sicher ein paar geile Sachen in seinem versteckten ja, Ordner. sicher. Ja. Ja. Das ist eben auch etwas. Ich glaube, also ja, sorry, lassen wir es, komm. Nein, aber ich finde es krass. Also, ich finde es wirklich krass. Mich nimmt unter, wer hat das Bewerbungsdossier entgegengenommen? Wer hat gefunden, man kann die Person zum Vorstellungsgespräch rufen? Wer hat gefunden, es gibt ein zweites Gespräch? Vor allem, ich weiß es nicht, aber muss man nicht, wenn man sich in der Politik bewirbt, wahrscheinlich auch wie in der Polizei oder so. Ja, gell? Ivan Frey Leumund haben. Ja, Lohnmund, Mann. Sorry. Vielleicht sagen jetzt wie, hey, Ivan Frey muss haben, solange nichts geklaut ist alles okay. Vielleicht haben sie gesagt, ja gut, du hast sie ja nicht vergewaltigt. Ja, Aussage. Also du hast sie einfach gestalkt. Ja, du hast easy. ihr geschrieben, Und das kann passiert doch... passieren. Heutzutage ist Nein, alles so also das übertrieben. passiert doch einfach jedem Mal. Heutzutage schreibst du und dann kannst du Anzeige bekommen. Heutzutage darfst du einfach wirklich nichts mehr machen. Das meine ich. Darf ich nicht einmal mehr eine Frau belästigen? Darf ich mal mehr Frau schauen, die ich hübsch finde? Nein, darfst du nicht. Was Alter. ist denn eigentlich heute mit der Welt passiert? Ich weiß nicht. Deswegen sage ich, auf der ganzen Welt tun irgendwelche nutzlose, ahnungslose, bildungslose Leute finden, dass sie aus irgendwelchen dummen Gründen anfangen, die Nachtwache und so, gründen in ihrem Quartier. Ja. Bruder, gründ doch irgend so etwas, wo so Sachen aktiv angeht. Das ist ein sehr guter Gründ Punkt. doch irgend, keine Ahnung. Weil, wo soll jetzt die Frau hingehen? Ja. Ich mag das, Bro. Ich mag das. Du musst mehr, Ja, aber du musst mehr ranten. wo sollte die Frau hingehen? Soll sie jetzt zum Staat gehen? Ah, warte, sie ist schon gewesen. Was ist passiert? Ah, nicht viel. Ja gut, er hat eine Freiheitsstrafe Er hat bedingt. Ja, und jetzt schafft er wieder mit dir, also krass. Das ist richtig. Also ist ja Also- der Chef. Ja. Ja, also, der Staat hat so ein bisschen also eigentlich nicht, also semi-cool. Also, er hat jetzt einfach, also der Staat hat jetzt wieder dazu beigetragen, dass jetzt aus irgendeinem Grund wieder die Situation, die vorher war, wieder besteht. So, zu der Polizei, wenn du gehst, heisst es, ist noch nicht passiert, gib uns Bescheid, wenn es passiert ist. So, Ja. dann, was bleibt ihr übrig? Ihren Job kündigen? Wo sie vielleicht auch, weißt du, ich meine, sie hat ja ihren Job jetzt gemacht, wo sie war, hat wahrscheinlich gekündigt und gesagt, weißt du was, ich habe eine Anzeige gekündigt, jetzt ist mein Kopf endlich ruhig und ich kann versuchen, wieder mich auf meine Zukunft zu fokussieren. Hoffentlich sehe ich das nicht mehr. Nachher ist einfach, ey, das ist ein neuer Chef. Also, wo willst du dich beschweren? Der Staat läuft nicht, die Polizei läuft nicht. Die Medien sind das am Aufgreifen. Was ist passiert? Wahrscheinlich noch nicht. Also, kein Mechanismus in der Schweiz funktioniert, um diese Person zu schützen. Oder ihr zu sagen, hey, er ist nicht korrekt, wir können dir jetzt helfen. Nichts, Bro, nichts zieht. Und dann, wenn irgendjemand mal durchdreht und irgendwie keine findet, das lassen wir nicht gefallen oder so, dann heisst es, keine
kein Demokratieverständnis. Was läuft mit dem? Eigene Faustwelle handeln, wieso gehst du zum Staat? Schon logisch und so weiter. Wenn nachgeht das Gedanke gut, es hat nichts damit zu tun. Alter, du siehst ja jetzt, wo sollte die Frau jetzt angehen? Wer soll ihr helfen? Von diesen offiziellen, sie können sicher zu den Anlaufstellen gehen, NGOs, aber das sind Leute, die das privat machen. Das sind Leute, die von dem leben. Aber eigentlich müsstest du, wenigstens kannst du erwarten, dass wenn du sagst, hey, ich habe etwas Schlimmes erlebt und das war nicht schön gewesen, und sie sagen, hey, offiziell ist wirklich nicht schön gewesen, wir haben jetzt auch Freiheitsstrafe gegeben, bedingt. Und statt dass sie sagen, so wie, hey, look, und auch in Zukunft, damit es dir besser geht und so, oder einfach dir keine Sorgen musst machen, keine Ahnung. Wir können wenig steuern, dass er vielleicht nie mehr mit dir zusammen schafft. Wir können ihm, ein Berufsverbot ist was auch immer, gesetzlich was auch immer, aber Möglichkeit A und B, falls jemals wieder passiert. Keine Ahnung. Es ist einfach schlimm, es ist schlimm. Und ich sage einfach, wie du vorher gesagt hast, weißt, ich will aufpassen, was du sagst. Ich sage einfach, anhand von dem, was du jetzt siehst, dass du es siehst. Der Grund, wie du gesagt hast, pass auf, was du sagst, ist Ja, so, ich glaube, es hilft einem Opfer wenig, wo Gewalt erlebt hat, Ja, sexuelle Gewalt. dass es der andere Person auch mit Gewalt irgendwie Oder, also ich meine, logisch, aber ja. logisch. Ich würde ja nicht sagen, es muss Gewalt passieren, aber ich sage nur, du siehst ja jetzt, wie wenig Möglichkeiten die Person hat, um irgendwie jetzt sagen, hey, was läuft? Kann mir nicht irgendwie per Chat beistehen und sagen, das ist auch crazy, was da passiert, und irgendwie mir helfen oder mich unterstützen, zu meinem Recht zu kommen oder so. Nein, stattdessen, Bro, weißt du, was ist der neue Chef schafft wieder im gleichen Zimmer oder im gleichen Haus oder im gleichen Gebäude? Es könnte wieder etwas passieren. Ja, keine Ahnung, ich könnte doch einfach erwachsen. Das verstehe ich, das ist wirklich, das kommt mir nicht in den Kopf hinein, wie das möglich ist. Keine Ahnung. Aber, also weißt du, ich sage ganz ehrlich, jedem anderen Drittweltland würde ich irgendwie sagen, keine Ahnung, Bro, die haben noch so viele Baustellen, Mann. Puh, Wir reden von der Schweiz. Aber wir reden von der Schweiz. Wir reden von der Schweiz. Wir reden von der Schweiz. Crazy. Wir reden von der Schweiz, wo Studenten aufstehen und kurdischer Slogan Jinjan Azadi schreien. Und wo sind sie jetzt? Ja. Also ich habe dazu zwei Sachen. Jetzt Erstens, gib ihm. weißt du noch, wo ich gesagt habe, ich versuche jede Woche von dem Account Sachen vorlesen, die mir auf WhatsApp schreibt. Ja, und genau. ich schreibe nie zurück. Ja, genau. Hat er wieder Clips geschrieben. Immer wieder. Ich bin jetzt irgendwo im Dezember. So schickt er mir ein Foto vom Ryan. Nicht Ryan. Brian. Ja. Mit Jelmoli-Tasche, wo steht auf sein Nacken. Nachher sagt er Macher. Und nachher schreibt er mir ein paar Tage später, Bro, wie ist dein Recap vom 23 so? Wie jeder hat ja einen Recap gemacht. Ja. Aha, ja. Auf Insta. Hammer. Krass. Also weißt du, einfach so, das ist mein Jahr Ja. in 30 Sekunden und nachher so quasi 100 so ein Sachen. Filter, wo du einfach alles in Nein, den nein, ist kein Filter, ist Aha. einfach selber ein Du Real. musst dir die Mühe geben, um das zu machen. Ja, ja, quasi. aber es haben die viele Leute gemacht, weißt du nicht mehr? Krass. Ja. So, that was my year. Und nachher, Ist nicht das so, dass Ich at das the end of the year... Ja, so ja. nachher- Mann. genau das. Also was schreibt er mir, was ist dein Ja. Recap? Nachher habe ich nicht darauf geantwortet. 5. Januar schickt er mir ein Bild. Momo Lochergut, Tanz. 176 Franken. Ausgeben. Dann schreibt er 80 Momos gegessen mit dem Bruder. Habe mich gefühlt wie im Club, wenn es Flaschen bringen. 80 Momos. 80 Momos, Bruder. 80 Momos. Ja. Geh mal davor, dass ein Momo 100 Gramm ist. Ist das fair? Ich glaube nicht. 200 Gramm? Nein. Viel weniger. 50 Gramm. Vielleicht 50, 60. Mach mal 50 mal 80. 0,05 mal 80. Oder? 5 Gramm. Ja. 50 Gramm. 50 Gramm. 50 Gramm. Ja. Ja, Ja, eben. Hör auf mich verwirren mit deinem Blick, Mann. Also Selber am sagen wir mal, Zweifeln. er hat 40 gegessen. Ja. Ah, fuck, warte. Das hat er sich abgetatscht. Warte, 40 mal 0,05. 2 Kilo. 2 Kilo Momos. Bruder, King. Junge, Mann. Pro Nase. Ey, Was das verhältnismäßig noch günstig ist, muss man sagen. ja, es ist einfach ein 80. Ja. Gut. Warte. Bro, Ja. Deutsch können fair fragen, in welcher Zeit? Bro, 2 Kilo Momos. Fair. Bro, was hast du für ein Volumen in deinem Magen, dass du 2 Kilo kannst dir stopfen? Damit sollst du nicht 3 Tage nicht essen haben. Bro, er ist... Egal, er ist Kurde, Bro. Gut, zu dem. Dann habe ich ein lustiges Spiel jetzt. Okay. Walliser Dialekt. Oh mein Gott. Ich sage jetzt Wörter Ja. und du kannst mir sagen, was es bedeutet. Ja. Ich kann einen Satz daraus machen. Okay, also Nebeninfo, weil ja Jost seine Freundin vom Wallis ist halt jetzt auch ein Teil von seinen
Familie, halt auch vom Wallis. Und ich glaube, zum ersten Mal, als ich Cousine von deiner Freundin getroffen habe, in Bern, sie hat etwas gesagt, Bro. Bro, sie redet mit dir, du schaust mich so an wie ein Hund, der kurz vor dem Sterben ist. Du so, wie dein Vater damals. Deutsch nicht gut. Keine, Entschuldigung. Meine Sonne redet. Keine, alle machen. Oh, sorry. Also, ich fange mal einfach an. Höre gut. Wurde gut. Gut. Ich. 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 Es ist. Ich. 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 Is. Nein. Hey, Bro, redet Deutsch, Bro. Soll ich dir einen Satz machen? Okay, ja. Ja, ich geht's gut. Die sagen uns ich. Das ist nicht Deutsch, Bro. Mach mal. Das ist nicht Deutsch. Das ist irgendetwas Rätoromanisches. Nein, gut. Okay. Dann, also I-S-C-H. Ja. Gut, dann habe ich noch mal einen. Ein Brief. Drauf. Ein Brief. Im Brief. Ja. Im 3. Ein Brief heisst Uwe. Gehen wir einen Brief. Geber einen Brief. Also, Ruf, check ich schon wegen drauf, Uwe. Aber ein Brief. Ein Brief. Embryo stelle gut, oder? Ein Brief. Ein Brief. Geber einen Brief. Okay, ein Brief. Gut. Dann ist auch geil. Tullu. Ich muss tullen. Bist du am Tullu? Kecke. Tullen. Ich muss go tullen. Ich muss go tullen, ist perfekt. Ich muss go tullen. Ja. Pipi machen? Nein. Grosses Geschäft? Nein. Okay, sag's nochmal. Ich mache einen Satz. Okay. Ich muss fast tullen. Brüllen? Mhm. Ja, Mann. King. Tullen Ja. ist brüllen. Stell dir vor. Ich habe eine lustige Geschichte. Stell dir vor. Es tut mir mega leid, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Geh weg, ich muss tullen. Ja, so ist es auch. Bro, bis ehrlich, machst du gerade Schluss. Also das Geile ist an dem, das muss ich das schnell erklären, folgende Situation. Dersim bin ich ja gewesen mit der Hanna. Und Bro, meine Mutter hat ja seit 30 Jahren Dersim nicht gesehen. Sie darf nicht einreisen, nicht. Ja. Jetzt sind wir am Wandern. Und Bro, wir sind, ich meine, ich bin jetzt nicht der grösste Wanderer, aber wir sind etwa 4 Stunden durchaufgelaufen. Also wirklich ins Tal rauf. Das ist stabil, Bro, 4 Stunden. Bruder, und es war wunderschön gewesen. Mhm. Okay, vielleicht sind es 3 gewesen. Mhm. Es war wunderschön gewesen dort oben. Also wirklich so überall gesehen Steinböcke. Du siehst einfach einen Bär dort rumhängen. Sie Rivella am Abendkehr von irgendwo. Bruder, einfach eine Werbung machen. Einfach so Wasserfall und so Szenen, Bro. Voll krank, weißt du? Krank. Und wir laufen dort rauf und sagen mir, ja, da. Sie zeigen mir einfach, Bro, etwas, was ich in der Schweiz auch gesehen habe. So bin ich für das 3 Stunden raufgelaufen. Egal, Bro, es war schön gewesen. Sorry, ich bin gerade hässlich geworden. Alles gut. Es war wirklich schön gewesen. Ja. Jetzt beim Auflaufen, Bro, habe ich mit der Mutter FaceTimed. Weil das ist die Weide und die Berge, gewesen, wo sie als Kind viel war. Mhm. Ich habe meine Mutter FaceTimed und ich zeige links und rechts. Bro, meine Mutter fängt voll an zu brüllen. Ja, fix. Was passiert? Ah, ist die Mami am... Nein, ich voll am brüllen. Okay, ja. Wie Bro, ich habe gesehen, meine Mutter Ja, kann ja, das nicht mehr logisch. sehen, Bruder. Logisch, logisch. Sie schaut das an, sie zeigt mir, ich zeige, sie brüllt, Bro. Mhm. Ich brülle. Mhm. Die anderen sind weiter oben. Ich bin ein bisschen weiter hinten. Mhm. Ich fange voll an zu brüllen, Bro. Weißt du, voll emotionaler Moment. Hanna kommt zu mir, sagt so: Baby, bist du am Tullen? Ist zu anstrengend für dich? Sie hat einfach gemeint, wegen Fett. Wegen anstrengend, Bruder. Checkst du, ich meinte, ich brülle, weil es zu anstrengend ist zum Auflaufen. Hure herzig, weißt du? Ein Nierenbox. Bro. Gell? Ich habe gesagt, willst du tullen? Willst du tullen? Gut, das hätten wir. Also, Gashi. Also ich kenne ein paar Gashis, Bro, aber... Skashi. Wo Gashi? Nein, Skashi. In der Gaska? Also das Gashi. Bruder, Gashi löst bei mir nur albanische Gedanken aus. Auf dem Bauernhof hat es viele Tiere rein. Eins davon ist Gashi. Der dumme Bruder von Bashi. Nein, Eins davon ist Gashi. Ein Geis? Nein. Na, den weiß ich nicht, Bro. Schwein. Bro, keins von diesen Wörtern bei Gashi kommt bei Schwein vor. Das SCH ist am Schluss und der Rest weiß nur Gott. Gut, habe ich nochmal etwas für dich. Da tue ich gerade Hirme. Hirme? Ja. Ich tue nicht gerade Hirme.
Ich tue glaube gerade an Livo. Ein Nap machen? Anliegen? Ausruhen. Okay, Mann. Ja, geil. Okay, mal checken. Willst du noch einen? Gib mal einen. Ach, hör auf mich so dumm antrauen. Antworten? Nein. Drohen? Du hast ihn gerade antrauen. Du bist... Imitieren. Oh mein Gott. Gell, krass. Also denkst du, dass ein Walliser so mal auf Bern geht oder kein... Es hat sehr viel Auf Walliser in Luzern? Bern. Ja, oder Luzern oder Zürich so. Ich müsste jetzt erst B1 besuchen im Migros Clubschule wie unsere Cousins oder... Okay, ich habe nochmal einen Satz für dich. Okay. Ich habe recht schöne Puttine. Puttine. Rüst. Ja, Mann! King! Sorry. King! War unsicher gewesen, Mann. King! Krass. Und dann nochmal, hast du das Port zugemacht? Türen zugemacht. Bruder, wegen Aber Franz. aber Wegen ja, Franz, aber weißt du? krass, jetzt weiss ich von... Hast du den Port zugemacht? Ja. Also, ist es im Wallis so, dass du einfach auf gut Glück entweder nur Französisch oder nur Deutsch... Also es gibt ja Oberwallis und Unterwallis. Wallis ist aufgeteilt in 2 ja, Regionen. also es ist eigentlich ein Riesental. Ein Riesental. Und Oberwallis wird Deutsch geredet. Deutsch. Mhm. Und Unterwallis wird Französisch geredet. Ja. Und viele Wörter sie kommen wirklich vom Französischen. Ja. Okay, krass. Gut. Dann sage ich dir jetzt das Wort Summi. Summe. Nein. Sommer. Nein. Sonnig. Weiß nicht, Bro. Summe. Soll ich einen Satz machen? Bro, das Ding ist, es hat, das deutsche Wort fängt sicher mit S an. Deswegen ist es schwierig. Gut. Summi schon, Summi nicht. Manchmal schon, manchmal nicht. Manche. Paar schon, paar nicht. Ja. Okay, Bro, das ist, mit P fängt es ab. Das ist einfach Summi. völlig nichts. Und als letztes Embry. Brelembolo. Nein, ich weiß nicht. Embryo. Embrüf Embrabe. und Embry. Abelauf. Oberlaufen. Hey, Embry. Das ist schon das Wort. Hey, Leute, Embry. Ja, jetzt kannst du mal Choru. Aber wenn du Jetzt kannst du mal Choru Deutsch reden. Okay, wenn ich jetzt mit einer Gruppe am Ablaufen bin oder oben bin, dann sage ich, gehen wir oben, sage ich einfach, hey, Embrü. Komm, wir gehen Embrü. Ah, komm, wir gehen. Okay. Embrüf ist rauf. Ja. Wir gehen Embry. Okay. Aber Und was sagen Sie zu turn up? hey, sind wir alle im Brief? Embrü. Embrüf, G. Embrü, G. Aber jetzt stell dir mal vor, Also, Bro, Walliser Kennex. geht's? Stell dir mal Ja, vor. es geht, ja. Es gibt, wenn ich meine Freundin datet habe, muss anfangen zu daten, ist so ihr Arbeitgeber ist Kurd gewesen. Mhm. So, ich bin Kurd. Und nachher hat sie sich einen Hund zugetan. Mhm. Und der war im Wallis damals. Und dann sie so, hey, weißt du, wir sind aus dem Kennenlernen gewesen. Und dann sie so, hey, hättest du Lust mitzukommen? Und dann können wir es auch einen schönen Tag machen. Plus eben, es ist gerade super, wenn du ein Auto hättest, weißt du. Geil. Ich so, hey, weißt du, ich habe das Auto, wir können gerne gehen. Bro, wir gehen ins Wallis. Jetzt kann ich gesagt hast. Wir gehen. Sie macht. Also ich gesagt, wir gehen Embrüf. Sie so, gehen wir in den Brief und holen wir den Wuff auf. Ja. Sagen sicher auch. Hundi. Holen wir das Hundi. Der Hung. Nein. Hung. Auf jeden Fall sind wir dann dort angekommen, irgendwo in Sito oder so. Und sie macht sogar die Tür auf und der Hund läuft entgegen und sie ist halt gerade so, weißt du, oh mein Gott, der Hund und so. Dann sind wir reingelaufen und sie ist halt immer so mit dem Hund beschäftigt. Nachher ist so die Dame gekommen und hat mir so das Zettel liegen. Sie ist so auf die Befehl Kurder. Mhm. Bruder, ich lese Zettel Kurdisch. Einfach kurdisch. Wie heißt der Mann? Sie so und so. Ich so, bist du Kurd? Nachher sie so, ich nicht, mein Vater zusammen. Nachher sage ich so, hey, der ist auch Kurd. Sie so, Bruder, Ey, mein ganzes Schicksal ist nur unter Kurden. aber es hat in Wallis hat's eine grosse Dönerkette. Der ist irgendwie Point. Nein, Okay. Charisma. Und im Und sind die Charisma arbeiten ja Kennex, Bruder. Ja. Ja, Bro, ob es gut ist oder nicht, ist einfach Döner.
Ja, ja. Also ich meine, viel kannst du in Wallis ja auch nicht. Also weißt du, so hat der einfach. Ja. Und der hat es, glaube ich, in Sitters, in Visp und halt in Leuk Ja. und so. Suste. Sorry. Das ist die Kette dort. Ich stell dir mal vor, wie es diesen armen Mitarbeiter geht. Von nicht mal, also Schweizerdeutsch ist ja für viele schwierig. Bro, auf Wallis flüchten und dann das Deutsch von dort lernen, Bro, hör doch auf, ich gehe wieder zurück. Das heißt, weißt du was, ich gehe wieder zurück. Also weißt du, wie schlecht. Stell dir vor, einer kommt. Stell dir vor, Telefonchipstellung, Bro. Und warte. Charisma, Pizza Kurier, guten Tag. Ja. Ja. Könnt ihr mir noch 2 Pizzen in den Beruf bringen? Und wenn ihr brav könnt, tun ihr Blitzer. Mit allem mal scharf. Bro, das ist echt geil. Also stell dir mal vor, du hast Stress im Club. Und dann kommt so ein Kenneck. Und redet mit dir auf Walliser Deutsch. Würde dich anficken. Was machst du? Ich würde sagen, Bro, was im Migrationsnamen ist da gerade passiert, dass du jetzt... Einfach pauschal, ich finde pauschal jeder Kenneck, wo Aber es ist ein wo schöner Walliser... Dialekt. Also, Ich finde ihn auch schön. Ist nicht, dass ich jetzt sagen würde, es ist ein schöner, es ist auch ein schwieriger. Sehr schwierig, aber ich finde es sehr schön. Ja. Ich habe am Anfang auch recht Mühe gehabt. So, ich habe mich wirklich konzentrieren, wenn jemand redet. So, Am Anfang das so. Er checkt es nicht. Sagen dem, ich weiß, was ich mit sagen, weißt du, ja, der war ein Kurd und so, dann fängt er an zu checken, das hängt jetzt so. ja, Bro. Ich finde es ein sehr schöner Dialekt, aber es ist für mich auch wieder ein Dialekt, der an Frauen viel sympathischer tönt als an Männern, finde ich. Mhm. Ähnlich wie Berner Dialekt. Mhm. Berner Dialekt ist nice. Ich glaube, mit großem Abstand sind wir uns alle einig, die ganze Schweiz. Mhm. Jeder sagt, Bro, Ostschweiz ist einfach. Bro, ich kann einfach Leute mit Ostschweizer Dialekt nicht ernst nehmen. Hey Alter Mann, komm da rein, Mann, ich klopfe jetzt ein ab. Viel zu viele Leute sind viel zu frech zu mir. Viele Leute sind ein bisschen zu frech zu mir. Was für ein Nuttensohn. Was für ein Nuttensohn. Oh mein Gott. Wenn du könntest entscheiden, dass ein Kanton außer Basel und auch Baselland nicht von der Bildfläche verschwindet, welche wär's? Bro, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, Ja. ich bin ein bisschen überrascht. Genf. Genf? Das zählt doch gar nicht zur Schweiz, Bro. Bro, fuck off, Genf, Bro. Eben deswegen, fuck off. Ich weiß nicht, in welchem Kanton ist Olten? Solothurn. Solothurn, soll ich ficken. Soll ich ficken? Sorry, Manilio. Bro, Genf. Bro, Genf, Bro. Wieso? Ich weiß nicht. Ich kann nur Genf Du Auto bist ja noch nie in Genf gewesen. Ich kann nur Genf Autoshow. Ja. Und ich bin 2-mal sonst gewesen. Und eigentlich ist geil, aber es ist jetzt mehr wegen Hass. Wieso? Ist eine geile Sache. Bro, die haben immer die geile Sache als erstes, Mann. Ah, so Five Guys. Five Guys. Alle Sachen, die sonst auf der Welt geht, weißt du, in die Schweiz kommen, Bro, es wird immer dort zuerst gebracht, Mann. Wenn es kein Genf gibt, dann sagen sie, weißt du was, der nächste ist Zürich. Es gibt für mich so 2 Sachen in der Schweiz, wo ich mir nicht sicher bin, ob es existiert. Gstaad. Gestaat, ja. Gibt es Gstaad wirklich? Ja. Es kommt mir amigs vor wie so ein Fiebertraum. Hey, da gibt's, aber gute Frage. Ich weiß nicht, wenn das einmal so das Thema ist. Ich sehe es immer in Filmen und so. Ja. Immer in Filmen, wo in Gestaat so, gibt's viel. so Spionagefilmen, wo Fix, irgendwo in fix. Gstaad spielt oder so. Das ist für mich so das Ding. Ich glaube nicht ganz an die Existenz von Gstaad. Ich glaube, das ist erfunden worden. Und das Zweite? Und für mich ist mega lang Montreux auch so etwas gewesen. Ich weiß nicht. Hey, ich habe Montreux immer wieder so krass, Montreux Jazz Festival, vor allem Brenn in Frankreich, da bist du einfach da. Ja, wirklich crazy. Du bist ja immer wieder in Wallis, Bro. Hast du nicht einmal überlegt, Jungfrau Jochka? Top of Europe. Nein. Ich würde weißt gerne, aber es Wieso ist einfach kostet? scheiße teuer. 80 Stutz oder so, nicht? Ja, 80 Stutz mit Handkuss, Bruder. Mit Handkuss würde ich nicht, Bro. Ich habe geschaut, 2 Personen, 260 Stutz. Hast du wieder mit Freundin? Ich habe Jungfrau, ja. Ich habe einen Brief und nachher einen Brief. Ein Brief und ein Und nachher Brief. Brief. Bro, in Zusten, also in Leuk, gibt es so eine alte Satellitenanlage. Da sind schon mega viele Filme gedreht anscheinend. Die ist noch geil zum Anschauen. Sie. Weißt du, wer ist gerade momentan in der Schweiz? Wer? Der Conor McGregor.
Wirklich? Bro, er hat damals das Insta, er hat Leute geschrieben, Conor McGregor bei Canuck Barber gewesen vor GTA 6. Er war auch bei Canuck Barber gewesen, Bro. Siehst richtig so. Unglaublich. Siehst und Aber noch kurz zum Thema Wallis. sorry. Ich bin mal gelaufen dort mit dem Hund und der Freundin. Und nachher habe ich dort so ein Schild gesehen. Dort steht so in Gedenken an Rainer Maria. Salzgeber. Das ist Rainer Maria, habe ich mich erinnert, nachher ist nochmal etwas gestanden. Ich habe gewusst, der Moderator von SRF heisst Rainer Maria. Nachher sind wir essen. Und das ist nachher am nächsten Tag SRF am Arbeiten und so. Nachher sage ich so, und ich habe nur gewusst, der Rainer Maria arbeitet dort. Ich habe nicht gewusst, dass er Sport macht, was er immer macht. Er ist ein sehr grosser Typ. Hat immer, glaube ich, so farbige Anzüge oder so. Ja, der ist immer so. Auf jeden Fall sind wir am Essen. Nachher sage ich einfach so den Leuten, hey, ich bin gestern in Wallis gewesen. Ich habe Gedenktafel gesehen. Habt ihr gesehen, der Rainer Maria ist gestorben. Ist das so Max Müller dort oder Rainer Maria eigentlich, oder? Los jetzt, wie viel Mal gibt es den Namen? Ich habe zum ersten Mal gehört. Und Nachher, dann noch Rainer Maria. es gibt Also so der Kombination. es gibt noch einen deutschen Schauspieler, der Rainer Maria heißt. Kennst du Stromberg? Die Serie? Ja. Der. Nachher steht der Typ einfach hinter mir. Und er so, nicht ganz, nein. Ich so, schau ihn so an. Bro, Ich so, das ist... Bismillah, Bro. Bruder, und nachher bin ich googeln, es gibt eben einen Alles, Walliser. du musst jede Religion jetzt in dem Moment annehmen, Bro. Du redest über den Tod von einem Menschen hinter dir. Bro, In dem Moment musst du jede Religion, die es gibt, annehmen, weil du weißt nicht, was eine Sekunde darauf passiert. los jetzt. Es gibt einfach einen Rainer Maria Rilke, wo ein Dichter ist. Und Philosoph. Und der ist auch im Wallis gestorben und das war so eine Gedenktafel von ihm. Ja, das ist jetzt die ganze Geschichte. Ja, das tut mir leid. Hat er noch etwas gesagt so bei dem Smalltalk? Nicht, er hat mich einfach so angeschaut, er ist so, nein, ich lebe. Und dann du so, wer bist du? Also hast du gecheckt das? Ja, ich habe schon gedacht, er ist. Hast du nachher nur... Mich fragen viele Leute nach, wieso ich den Sascha Rufer nicht cool finde. Und ich wollte da jetzt nicht darauf antworten, wegen professionellen Bindungen. Aber wolltest du etwas dazu sagen? Sascha Rufer? Ja. Mit ihm, also ist ganz okay, er macht seinen Job ein bisschen besser für mich so als Zuhörer. Also es hat ja zum Beispiel EM in Katar, also WM in Katar, das ist... Ich habe wirklich, also ich habe gedacht zuerst, das ist mein Hateismus so, wo einfach rausgeht, so, ein paar Schwarze haten. Aber ey, wie viele Leute gesagt haben, Bruder, schau auf ZDF, schau Arabisch, Bro, schau irgendetwas. Alle haben sich, weißt du, wie beschwert, das war einfach unerträglich gewesen. Aber einer gibt's. Und da muss ich am Shachiri Props geben, Bro. Ja. Es hat einen gegeben, der heißt Sascha Böhni von Blick, glaube ich. Aha. Und der hat so einen Artikel gemacht, glaube ich. Also ich bin nicht ganz sicher. Entweder hat er einen Podcast gemacht, Artikel, irgendetwas. Irgendwo hat einfach erscheint so gesagt, dass der Shachiri halt nicht fit ist, weil er halt in Amerika spielt und zugenommen hat. Irgend so etwas. Er einfach nicht fit körperlich, mag er nicht an der EM sein, weil er halt ein bisschen zugenommen hat oder einfach zu Amerika spielt. Einfach Kritik an seinen Körper und an seine Fitness. Ja, nachher ist das Audio geleakt worden. Wie er so sagt, so, ciao Shaq. Er so, Böhni, haben wir wieder deine Fresse gestopft, ne? Ja, das... Wieso? Nachher habe ich gemerkt, dass es vielleicht immer wieder so, weißt du, für den Check ist so vielleicht so wie Motivation, Ja. dass der Spaß etwas sagt. Aber wieso hat er seinen Fresse geschafft, weil er Goal gemacht hat? Ja, genau, ja. Er hat gegen Dings gemacht, Bro. Frankreich. Nein, gegen Schottland hat er ja das 1-1 gemacht, genau. Ungarn haben gewonnen, Das gegen war erst Schottland. jetzt gewesen. Ja, ich bin noch bei der WM. Nein, also gewesen. EM hat er gegen Schottland ja Ah, riesige Kiste ja, gemacht. was für eine Kiste, Und dann er Bruder. so, Böhni, Check, haben deine Fresse wieder gestoppt, ne? Und er, ja. Ja, man dachte, Bro, ich bin einmal, also ab Aber dem... Bro, können wir schon über das Goal reden? Bro, Das war ein Traumgoal, Bro, nicht? also, das ist ein Fact, Bro. Ich glaube, seit den letzten grossen 4 Turnieren habe ich Shachiri noch nie ein normales Goal gemacht. Bro, das ist ja krank. Und Vargas hat jetzt auch letztes Spiel gemacht. Der Typ spawnt einfach an dem Turnier, macht einen Banger-Goal und ciao, sehr, Bro. Fast von der Mittelfeldlinie. Bro, Also jetzt nicht ganz. Bro, der Fallrückzieher. Wer hat den Fallrückzieher gemacht? Ja, wer? Krass. Aber warte, England hat auch gerade einen Fallrückzieher gemacht. Ja, das war der Bellingham. Ja, das war auch krass gewesen. Ja, aber Bro, scheiß auf England, Bro. Hey, was denkst du? Schweiz, England? Schweiz, Bro. Denkst du, aber Also, hoffst. also wenn Schweiz jetzt wirklich nicht so die Film schiebt wie, wow, so gross England und so auftritt wie Italien, das, von dem bin ich überzeugt, Bro, ja, England war Bro. Wirklich? Bro, hast du nicht gesehen, wie die spielen? Mal, richtig Die haben schlecht. gegen Slowakei 2 Chancen gehabt. Und weil sie halt Spieler haben, die bei Real Madrid und bei Bayern spielen, haben sie 2 Goals gemacht. Aber Bro, ich hoffe so fest. Weißt du noch, in der WG, wo das Frankreich-Spiel war? Bro, ich habe noch nie im Leben so viel Liebe für Fußball gehabt. Ja, vor allem du hast mir es auch aus dem Nichts geschrieben gehabt, wo sie gegen Italien und du so, Bro,
die machen Italien behindert kaputt. Ja, ich habe auch so geschaut. krass. Ich so, Bro, ich bin voll dabei momentan. Ja, ja. Ich bin voll Das ist dabei. geil. Und eben der einzige, wo es gibt, wo ich finde, ich muss jetzt schon nachschauen, jetzt bin ich gerade noch vorbereitet, aber der hat schon immer wieder Sachen aussagen. Ich mich einfach fragen, Bruder, also, wie fest hast du dich im Fußball eingelesen? Er ist von Reporter. Ja, einmal bin ich sogar so hässlich geworden, ich habe sogar Facebook kommentiert. Ich so, Bruder, wenn der Fußballexperte ist, dann bin ich ja der Präsident von Amerika, Mann. Aber man muss halt auch sagen, Blick, provozierend, ein bisschen Klicks und so, am Abend so ein bisschen Dings, weißt du, so ein bisschen provozierend und so ein bisschen Klicks und so, aber ihn finde ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Also wenn ich jetzt mit jemandem aufzählen und sagen würde, der stresst mich am meisten oder der gefällt mir am wenigsten, dann ist es er. Check. Aber der Rufer, der hat sich auch gemacht. Das hat sich gemacht, oder? Der hat sich gemacht, ganz ja. schlimm gewesen. Das war unerträglich, Freunde, Bro. Das war ganz schlimm, Bro. Ich hätte lieber einen gelesen, also ich hätte lieber zugeschaut und hätte einen gesehen, der Gebärdensprache mir das zeigt. Ich hätte lieber Gebärdensprache gelernt. Krass. Früher war es ganz, ganz schlimm. Das war ganz unerträglich. Und jetzt ist, weißt du, hätten wir Alternative, hätte ich gesagt, Bro, er ist ganz schlimm, aber ich finde den gut, Bro. Stell dir vor, Sven Ivanic. Das wäre geil. Wäre auch krass, aber wirklich Sven Ivanic. Und nicht Sven Ivanic. Ja. Sven Ivanic. Ja, fair. Check. Checkst du, ich meine? Ich. Ja. Mit Sven. Ich habe so ein Meme gesehen, Bro. Ja. Einer so serbische Nationalmannschaft. Und dann gesagt einfach, wie einer erstmal nüsst. Die. Alter, das ist so ein Ehrenloser. Aber ich sage Halbfinale sage ich immer noch Schweiz-Türkei. Bro, ich hoffe, die elende... Bro, ich hoffe so fest, dass die Schweiz gewinnt, Bro. Bro, sie müssen. Und alles andere ist einfach korrupt. Weil England, das kann ich wirklich sagen. Ich weiß, es ist ein bisschen Fußballtag, aber ich versuche so simpel wie möglich zu halten. Ich glaube, England hat seit pauschal 10 Jahren einfach nichts mehr gerissen. Und bei jedem scheiß Turnier heißt immer, it's coming home. Aber ich Ein mein- Schwanz ich mein- is coming home. Harry Kane. Hurricane. Der ist auch krass. Der ist krass, ja. Also was Bellingham... Bro, England hat eine Warte. kranke Mannschaft, aber was individuell. Bellingham und Kane zusammen machen, ist ja krank, Bro. Ja, sie sind schon gut, aber es ist einfach... Bro, du siehst einfach, die Schweiz funktioniert als Mannschaft. Das ist... Bro, der Vargas, gell? Maximas. Bro, der Vargas, ich sage dir ganz ehrlich. Ja. Bro, Ndoye und Vargas. Bro, ich habe so Freude, wenn ich die Spiele gesehen. Das macht mich wirklich stolz, Ja, Bro, sicher. Also, es hat ja Leute auch gehatet so. Es ist halt gar nicht einfach auf europäischer Bühne zu spielen, weil alle Augen von der ganzen Nation sind auf dich gerichtet, wenn du mal den Ball hast. Ja. Und der ist ja, ich glaube, nach dem ersten Spiel ist er voll gehatet worden. Nach dem Wer, der zweiten. Vargas? Ja. So wie Der von Vargas wegen- hat ja im ersten Spiel, also während der WM, einmal voll müssen heulen. Irgendetwas ist gewesen, aber Ja. auf jeden Fall hat der Bruder nicht eine gute Leistung gezeigt, was ja voll normal ist. Und nachher, Bro, der Shitstorm hat angefangen, Bro. Scheiße. Packt ihn Sachen, geh heim, das nicht. Ich denke, Bruder. Ohne Scheiß, also Ja, ja. Kommentatoren. Nein, weißt du, so Leute auf Social Media, weißt du. Ah. So mit Kommentaren, ich denke, Bruder, so der Typ, also ich verfolge jetzt nicht dort, wo er spielt. Mhm. Aber der hat 90 Minuten gespielt und du sagst schon so Sachen. Bro, ist schon heavy. Aber kurze Frage. Hm. Ndoye. Hm. Das ist seine erste EM. Ich glaube es, ja. Also das erste Mal allgemein, wo er in der Nazi spielt. Das oder? weiß ich nicht. Gute Frage, das ist eine andere Ich habe das Frage. Gefühl, WM hat er nicht gespielt. In Katar? Ja. Nein, er hat nicht gespielt. Muss ich lügen? So. Aber Ich glaube wirklich nicht, dass er gespielt hat. Jetzt, Bro, er ist 23, Mhm. 24, keine Ahnung. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe Bilder von ihm angeschaut vor einem Jahr. Und bevor die Leute an die EM gehen, kommen die einen kompletten Styling-Makeover rüber, weil der Typ ist behindert hässlich gewesen vor 2 Jahren. Bro, meistens, sobald die Schweiz verlässt, hast du Drip. Aber das ist ja crazy, Bro. Also ich meine, auf einmal hat er eine geile Frise. Bro, Charisma. er spielt in Italien, er ist mit der Überraschungsmannschaft irgendwie Vierter geworden in Italien. Die Mannschaft hat 3-4 Schweizer, Bro. Das ist einfach eine Mannschaft, Bologna, wo 4 Ja. Schweizer hat und die sind einfach miteinander auseinandergenommen. Krass. Remo Freuler, Dan Doy, Ebischer. Und wer haben wir noch? 3 habe ich jetzt aufgezählt. Der ist- war. Also die 3 sicher, Bro, mit eins. Mutter auseinandergenommen. Bro, das ist crazy. Und Also ich schwöre, ich weiß nicht, Bro, ich wollte es nicht sagen, aber ich glaube im Fall, Halbfinale schaffen wir. ey, Bro, die Gruppenphase haben sie, abgesehen von Schottland, haben Ja. sie wie Weltmeister gespielt. Also gut, wer haben wir noch, wo drin ist? Frankreich, Italien, Also Türkei. es ist nur England.
Ja. als nächstes. Und nach England wäre die Möglichkeit Holland oder Türkei. Gut. Ich glaube, Türkei gewinnt gegen Im Holland. Halbfinale? Ja, ich glaube es auch. Bro, Holland spielt Trash. Alle die grossen Nationen, wo das Gefühl hast, sind immer krass dabei und wo immer so auf höchsten Zettel sitzt und sagst, die kommen immer weit, spielen Trash, außer Spanien und England. Spanien und Deutschland. Der Rest spielt unterste. Also eine Nationalmannschaft wie England hat müssen bis 30 Sekunden vor Schluss kämpfen gegen Slowakei. Slowakei hat nochmal einen eigenen internationalen Flughafen, Bro. Also wahrscheinlich schon, aber keiner von Zürich fliegt dorthin. Checkst du, die meisten, wenn du auf Wien fliegst, geht neben Grenzen. Krass. Ja gut, also kommt genug Fußballtag. Aber gut, letzte Frage, was denkst du, wer ist im Finale? Ich sage Portugal, Spanien. Ich sage, Final wird sie Schweiz, Spanien oder Schweiz, Deutschland. Also Bro, bist du am Hoffen? Oder ist das deine Bro, wenn sie so weiterspielen, ehrliche... Bro, wenn die EM so weitergeht, wie sie jetzt ist, und wenn die Schweiz so spielt, wie sie jetzt spielt, Bro, sie überfahren jede Woche. Bro, aber überlege mal, wie die Schweiz durchdrehen wird, wenn wir ins Finale kommen. Bro, weißt du wie viel... Also überleg mal, was Weißt so du, eine was für ein Langstrasse fette... abgehen wird. Weißt du, wie ein fetter Babyboom es wird gehen, niemand nach dem. Bro, die Schweiz wird einfach schon 10 Millionen Einwohner nach dem Spiel, Bro. Bro. Also inklusive mir, ich mache auch, Bro, direkt. Direkt, okay, halbe Folge, wenn die Schweiz... Bro, Wie schnell kann das passieren? Bro, aber stell dir mal vor. Ey, ich bin der Meinung, dass die Schweiz schon seit 10 Jahren Qualität hätte, um einen internationalen Titel zu gewinnen. Das Aber wär es hat so einfach krass. kein Trainer bis jetzt geschafft, dass die als Mannschaft die Ökos aufs Feld gehen und alles auseinandernehmen. Bro, Wie als wenn würde schon seit 30 Jahren alles dominieren. der- wenn der Murat Amja gegen... Und ich habe ihn gehatet am Anfang. Ich habe ihn Er gehatet. macht's gut. Weil er ist schon kurz vor DM verlängert worden. Ja, Die Leute ja. haben gesagt, kicken ihn und so. Ja. Ich habe ihn gehatet. Aber jetzt muss ich sagen, eigentlich ist es nicht korrekt gewesen. Schon mal aus dem Grund, weil es schon Murat Yakin. Eigentlich müsste ich einen Murat Yakin supporten, dass der Bre das geschafft hat. Und er schreibt Geschichte. Murat Yakin, Ist auch Basler, oder? ja, aber er ist Türk. Und er ist ein geiler Sicht. Ja. Und er schreibt Geschichte mit Schweiz. Erstens das. Und zweitens, Bro, hast du gesehen, was die nach dem Italien-Spiel als Dings bekommen haben? So als Geste, so, hey, gehen da und so, heute ist eine gute Leistung gewesen. Was? Sie haben, Also der Muro hat ihn gegeben. nein, der Murat hat es okay gegeben, glaube ich, aber der Breel hat einen Dönerbrüder organisiert, wo einfach dort in der Hotellobby war oder im Resti und jedem Döner rausgegeben. Sicher nicht. Ja. Und der Chaka sagt, weißt du, wir haben seit über 30 Tagen und so, weißt du, bist immer auf Essen am Schauen und so, seit du da bist. Und jetzt ist krass. Also, gewiss haben sich sogar 2 Döner gegönnt, eiskalt und so. Krass. Ja, spannend. Ja, wir sind Das war gespannt am Schauen, Bro. Ich freue mich auf den Samstag. Und ich hoffe, sie überfahren England. Ey, sie müssen, weil Und mein Traumspiel wäre wirklich Türkei. Was war das? 2008 gewesen? Letztes Mal. es ist immer wieder recht gewesen, aber du meinst so, das eine Das Skandalöse. eine Skandalöse. Das ist, glaube ich, 2,6, 2,8. So. Das wäre so krass. Bro, das wäre ein schöner Tag, Bro. Bro, also ja, also auf jeden Fall, ich sage, Finale ist sicher Schweiz dabei. Bro, das wäre Schweiz, Bro. ich sage Schweiz gegen Deutschland oder Schweiz gegen Spanien. zu krass. Wenn es Deutschland ist, wird ein kritischer. Ja. Wird ein kritischer. Bro, ich habe Weil, nicht Gänsehaut. Bro, weil die sind auf dem Feld, Bro, 80 Millionen stehen auf, Bro, und singen ihre Hymne. Bruder, ich bin ja ein absoluter Modefan. So. Ich Ja. habe mich ja nicht groß interessiert für Fußball. Ja. Aber die haben mich wirklich gepackt, Bro. Und ich stehe hinter meinen Schweizer Brüderinnen. Ja, Mann. Und weißt du, vielleicht eben auch, weil ich jetzt mit dem Nico cool bin, ich weiß es nicht. Voll. Doch, Sicher, kann ich Bro, sehen, kann ich sicher. sehen. Ja, stimmt. Sicher. Aber der absolute King für mich immer Ja. noch. Ja. Es gibt so 2 Spieler, Bro, wo ich. Nein, jetzt sogar 3. Dank Insta-Account von Schweizer Nationalmannschaft, Bro. Ich sehe die Videos, ich muss wirklich lachen. Also Ricky, Also Ricardo Rodriguez, ganz klar. Akanji, ganz klar. King. Bro, und ich sage dir ganz ehrlich, der Chaka ist auch ein OG. Bro, vor allem, ich muss sagen, er hat eine recht geile Präsenz. Bro, bei einer Frage, bei der Interview sagen, jetzt weißt du so, hey, wer würdest du am ersten dein Kind babysitten lassen? Bro, und der Chaka... Qualitätsjournalismus. Ja, Bro, brutal. Auf jeden Fall kommt so die Frage und nachher sagt so zum Beispiel Urverspieler sagen so, ja, Grind und so, weil er ist schon jetzt, weißt du, uns wie eine Familie am Dings, weißt du so. Bro, glaub mir, Er ist ein brutaler glaub mir, Team-Captain, Bro. du musst sicher gut sein im Fußball, aber glaub mir, 90% wie alles andere auf der Welt ist da oben. Ja. Wenn das da oben spielt, Bro, du nimmst alles auseinander. Bro, er ist ein brutaler Team-Captain. Ich habe das Interview gesehen von Vargas, wo er, nachdem er das Goal gemacht hat. Und noch kurz, und wenn die Schweiz EM gewinnt Ja. und Chaka oder kein anderer Schweizer Ballon d'Or gewinnt,
dann wird granted für die nächsten 100 Folgen. Also wenn Schweiz EM gewinnt, weil nachher hat der Chaka Liga, Final kommen in Europa League und EM. Also Bro. Gib ihm den Ballon d'Or an. Nein, eben der Vargas hat so gesagt, ja, ich bin in der Halbzeit gewesen, und nachher ist Chaka zu mir und hat gesagt, Vargas, mach das Goal. Er hat gesagt, also er mach das Goal und also so. mach jetzt das Goal. Und nachher, du siehst sogar, Bro, wo der Chaka ihm den Ball gibt, oder halt der, wo ihm den Ball gibt, du hörst den Chaka so 3-4 Meter neben ihm. Tschüss! Nachher beim Jubel siehst du, er so, ich hab dir gesagt. Krass, Bro! Gerade ganz Bro, gut. wenn du so 23 bist, 24 oder 22, EM, Bro, die ganze Nation schaut auf dich, die ganze Europa schaut auf dich. Und du weißt, du musst gut spielen, du musst Leistung bringen. Und dann kommt so einer, Bro, sagt, schieß. Wieso sollst du normal spielen? Schieß, Bro, schieß, kommt gut, schieß. Bro, so Rücken haben als junger Spieler, Gold wert. Ja, Mann, jetzt sind wir Fußball, ja. ein bisschen ins Fußball reingehauen. Wir haben aber auch schon recht, also wir haben jetzt bald unsere Stunde voll. Gibt es noch etwas, was du erzählen willst? Nein, also doch, etwas würde ich gerne sagen. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht dafür bedankt, aber es kommt sicher noch. Aber auf jeden Fall, wir sehen, wie wild ihr unsere Show streamt, schaut und pusht. Und das ist einfach, ich hätte nicht eine Sekunde damit gerechnet, dass es so gut ankommt und so Support gibt. Und deswegen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle von mir und dem Josh für den unendlich krassen Support, den ihr uns gebt, seid Guys. Und dass ihr unsere Show so krass pusht. Es lange nicht, ich weiß immer, was für Wörter finden, um das zu beschreiben. Und das andere ist, streamt weiter. Tell a friend. Ja, Mann. Also, Bro, ich habe es gesagt, ich sage es nochmal. Aktuell, Bro, fucking Traum. Ja, Mann. Fucking Traum. Wir dürfen den Leben dann kommen. Wirklich, Mann, es ist brutal geil. Ja, Mann, das war es wieder mal gewesen mit kurz und bündig für diese Woche. Genau. Lasst eine Bewertung da auf Apple Podcast, bewertet uns mit 5 Sternen auf Spotify unbedingt, folgt uns auf Spotify, helft uns in die Charts kommen. Gebt euch unsere Show. Genau. Und, Join. Genau. Und schreibt unbedingt, wenn es euch gefällt, ob ihr euch wünscht, dass es weitergeht. Voll. Weil wir haben bald eine Sitzung. Und ja, hoffentlich gibt es eine zweite Staffel. Genau. Wir sammeln so, weißt, so positive Feedbacks wie Mitarbeitergespräche, wenn Lohner erhöht wird. Genau, dann sagen wir, schau, der wird es gut gefunden. Okay, Serhat, erzähl noch einen Witz. Boah, ich bin richtig schlecht in dem, Bro. Keine Ahnung, Bro. Ich bin richtig scheiße im Witz. Einer, komm. Bro, nein, ich habe keine Ahnung. Sag du einen, wenn du einen hast. Okay. Man hat an der Langstrasse einen Sarg gefunden, aber man hätte ihn nicht aufmachen können. Weißt du wieso? Wieso? Weil da schon ein Zuhälter drin war. Das ist kurz und bündig.